Und das Thema ist im Urtext forschen. Wir haben das aus diesem Buch hier, Bibel lesen wie niemals zuvor, und es ist auf Seite 127 für alle Fälle, dass du das Buch hast und dann später auch noch darin nachschauen möchtest oder nachlesen möchtest. Und ich kann dir nur so viel sagen, also im Urtext forschen ist nicht einer der Zugänge, den ich jetzt so oft verwende bei mir. Also das ist so ein Zugang, den ich jetzt dieses Mal extra ausprobiert habe. Das ist, ich kann das fast an einer Hand abzählen. Nichtsdestotrotz, es ist einfach so bereichernd, einmal etwas auszuprobieren, was man sonst nicht unbedingt macht. Und ehrlich gesagt habe ich gestaunt, wie einfach man zum Urtext kommt. Das ist das eine. Und das andere, wie vertieft man doch in den Text hineingeht und was für einen größeren Zusammenhang das es hat, weil mich interessierte, welche Worte kommen im Text von Bartimäus, sind wir ja drin schon die ganze Woche, welche Worte kommen dort vor und wo kommen sie denn sonst noch vor? Aber zum Start möchte ich uns gerne nochmals den Text vorlesen. Wir bleiben ja wie gesagt die ganze Woche im Text von Bartimäus. Und der steht in Markus 10, Vers 46 bis 52. Und wenn ich jetzt den Kontext gelesen habe, das ist ein anderer Zugang, den werden wir diese Woche nicht anschauen, da habe ich gelesen, dass der Markus der Einzige ist, der von Bartimäus spricht. Also die anderen Evangelien sprechen auch von blinden Bettlern, die geschrien haben, aber Markus ist der Einzige. Also, da steht, so erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Sei still, fuhren ihn die Leute an. Aber er schrie nur noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte: Sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann: Nur Mut, sagten sie. Komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Also das ist ja immer das Erste, was man tut, überhaupt bei jedem Zugang. Man liest natürlich den Bibeltext. Und währenddem du selber vielleicht seinen Bibeltext liest oder auch diese Geschichte von Bartimäus, da fallen ja dann Worte auf. Also mir zum Beispiel sind Wörter aufgefallen: am Wegrand saß er, ein blinder Bettler, das Augenlicht, Sohn Davids, Rabbi. In einer anderen Übersetzung, was wir gestern hatten, steht zum Beispiel einmal Rabbi und einmal Rabuni, das sind dann die Unterschiede. Und mich hat es halt Wunder genommen, was zum Beispiel der Unterschied ist. Oder folgte ihm auf dem Weg. Das sind so die Wörter, die ich mir jetzt bei diesem Text rausgeschrieben habe und gedacht habe, da will ich mal ein bisschen genauer hinschauen. Und dann geht es darum, Hilfsmittel zu holen, und da bin ich eben immer angestanden, weil ich habe keine Studienbibel zu Hause, wo die Wörter im Urtext stehen, aber man kann sehr gut und sehr einfach auf dem Internet die Seite eingeben. Ich gebe sie dir mal kurz an, für den Fall du dieses Buch nicht hast, sonst steht es auch hier drin. Du kannst eingeben die 3 Ws, CSV, also C wie Christian, S wie Susan, V wie Verena, Bindestrich, bibel.de. Und da habe ich so, das finde ich eine einfache Seite, wie du diese Worte nachschlagen kannst. Und jetzt gehe ich einfach mal so durch, was ich so rausbekommen habe durch das Urtextlesen. Also ich habe blind nachgeschlagen und geschaut, wo steht dann zum Beispiel sonst noch blind.
Und, oder ja genau, wo steht das Wort blind sonst noch? Und ich habe gesehen, dass in Lukas 4, Vers 18 das gleiche Wort steht, im Zusammenhang mit, dass da eine Bibelstelle aus dem Alten Testament zitiert wurde. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo Jesus das selber vorliest, als er in der Synagoge ist, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Das ist wahrscheinlich die Luther-Übersetzung, aber da kommt das Blinde wieder vor. Und da gibt es ja diesen Zusammenhang, Bartimäus war blind und genau dazu ist Jesus gesandt worden. Das ist mal das eine, was ich so über blind rausgefunden habe. Im Kontext habe ich noch nachgeschaut, warum wird Bartimäus Sohn von Timäus erwähnt, was hat das für eine Bedeutung? Und ich habe herausgefunden, dass Timäus wahrscheinlich ein angesehener Mann war. Also Bartimäus kannte man, er war ein Bekannter. Deswegen hat man vielleicht gesagt, hey, pst, sei still, nicht so Aufmerksamkeit erregen, weil du bist ja bekannt, du könntest deinen Vater in Verruf bringen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich gefragt als nächstes, es steht ja, dass Bartimäus am Weg bettelnd saß und ganz am Schluss, im Vers 52, heißt es wieder, dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Und ich habe mich gefragt, sind diese beiden Wörter vielleicht unterschiedlich? Weil an anderer Stelle, zum Beispiel als Petrus gefragt wurde, liebst du mich? Wenn man im Urtext liest, kann man sehen, dass die dreimal eine andere Form von Liebe ist, die Jesus fragt, und im Deutsch ist es einfach das gleiche Wort. Habe ich mich gefragt, also ist Weg ein anderes Wort, was am Anfang des Textes steht, wie das, was am Schluss des Textes steht? Ist es nicht. Es ist das genau gleiche Wort, das wird ja dann mit den Strongs in Zahlen angegeben und deswegen kann man sehen, dass es das gleiche Wort ist. Aber ich habe mir noch andere Bibelstellen rausgesucht, wo das gleiche Wort im Urtext wieder vorkommt. Und das Faszinierende war, dass halt einmal der Weg gebraucht wird, so quasi wie ein Synonym und einmal wortwörtlich. Also in Apostelgeschichte 13, Vers 10 heißt es, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren, sagt da, das ist einfach eine Begebenheit, da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, also die Wege des Herrn zu verkehren, und das ist aber das gleiche Wort wie Bartimäus, der am Wegrand saß, und wie das gleiche Wort, wo es nachher heißt, dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Und ich war irgendwie enttäuscht, weil ich habe gedacht, ich hätte erwartet, dass der Weg, den er dann mit Jesus geht, etwas anderes ist als der Wegrand. Weil Wegrand kann man auch so frei interpretieren als Mittelmäßigkeit, als man sitzt einfach mal da und schaut dem Ganzen zu, was da abgeht, aber man ist eigentlich nicht so dabei, und ich hätte mir gehofft, dass da ein Unterschied wäre, dass Bartimäus einen neuen Weg gefunden hätte oder dass es einfach anders rauskam. Ich konnte im Urtext nichts finden, aber ich habe das dann mitgenommen in den Tag hinein und gesagt, schau mal Jesus, das sind meine Gedanken. Ich hätte mir gewünscht, dass Bartimäus, dass da eine Erkenntnis kommt, wenn er schon sehen kann, dass er auf einem anderen Weg ist und vielleicht einen neuen Zugang hat zu dir und so weiter und so fort. Aber es ist das gleiche Wort. Also was hat sich denn geändert? Und das wird genau das Schöne, wenn wir dann mit Jesus in den Austausch kommen und der Heilige Geist hilft uns dabei, das, was wir im Urtext entdecken und erleben und dann mit Jesus ins Gespräch kommen. Im Laufe des Tages habe ich dann so das Gefühl gehabt, und ich bin selber zur Arbeit gelaufen, also die Hall da, die liegt da hinter uns, die ICF Hall, das ist nicht so weit, 10, 15 Minuten zu Fuß bin ich da gelaufen, und ich war dann so auf dem Weg, und während ich auf dem Weg war, habe ich mir Gedanken gemacht über das Wort Weg und wie das im Verhältnis steht, und Jesus sagt dann einfach, schau mal, der Unterschied ist einfach, ich bin nachher dabei.
Vorher war Bartimäus ohne mich und ohne Sicht auf mich, obwohl er geglaubt hat. Und nachher war ich einfach bei ihm. Und das habe ich so interpretiert, weil das Schreien von Bartimäus ist auch so ein Wort, das mich angesprochen hat. Also wenn ich zu Jesus schreie, ist der Weg nachher nicht unbedingt ein anderer. Was anders ist, dass ich Jesus sehe und dass er bei mir ist. Und das hat mich so getröstet, weil es muss nicht alles anders werden, sondern Jesus ist dabei. Und das können wir ja für jeden Bereich von unserem Leben anwenden. Und genau deswegen liebe ich es, in welcher Form auch immer, tiefer in die Bibel einzutauchen. Weil Jesus spricht dadurch, wenn wir das, was wir nicht verstehen, was uns stutzig macht, was anders rausgekommen ist, als wir erwartet hätten, wie jetzt bei mir zum Beispiel mit Weg. Ich hatte so eine Vorstellung und Jesus dann einfach das so runterbricht und sagt, schau mal, das heißt einfach, dass du bist schon auf dem Weg und wenn du zu mir rufst, in welcher Situation auch immer, dann ist der Unterschied nicht, dass die Umstände sich ändern, sondern ich bin einfach bei dir. Hey, und ich bin so gespannt, ob du einen Zugang findest mit dieses im Urtext lesen. Also ich gebe dir nochmal kurz diese Seite an, weil ich jetzt einfach auch begeistert bin von dieser Seite. Das heißt www.csv, also Christian Susan Verena, bibel.de. Und das kannst du heute machen, du kannst da irgendeinen Bibeltext eingeben und dann einfach schauen, die Zahl gib das Wort, gib die Zahl an und dann siehst du, und das finde ich das Spannende, wo kommt das Wort überall sonst noch vor? Das ist das eine. Und was bedeutet das Wort? Also, für mich hat es sich gelohnt, weil ich habe Jesus erlebt, ich konnte mit ihm austauschen und das ist eigentlich alles, um was es geht. Er hat zu mir gesprochen, ich konnte ihm meine Fragen schicken und er hat zu mir gesprochen. Und ich freue mich bereits auf den nächsten Zugang von morgen und ja, wir sehen uns morgen wieder. Dann ist Leo wieder dabei. Also, mach's gut. Tschüss.